Hallo, herzlich willkommen, liebe der Büchi-Community. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode von der Büchi-Show. Schön habt ihr wieder reingeklickt, schön schenkt ihr mir eure Zeit, damit ich euch unterhalten kann. Unterhaltung in dieser heutigen Digitalisierung ist natürlich schön und gut, aber wir möchten natürlich auch noch gerne etwas Handfestes. Und das Ganze hier, das ich in der Hand habe, muss ich ehrlich zugeben, habe ich noch nicht gelesen, aber der Autor, mit dem bin ich sehr, sehr fleissig im Kontakt. Danke an dieser Stelle an die schöne Widmung. Das habe ich natürlich gelesen, aber man sagt ja, die Vorfreude ist eine schöne Freude. Aber Moment mal, der Typ hat schon 3 bzw. 2 Bücher herausgegeben. Und so wie, ich will nicht spoilern, was genau weiter ist, aber ich wollte euch schnell die Person näher bringen. Regie haben wir noch im Archiv? Ah, perfekt. Also, es geht um die Person, die immer wieder gerne auf dem YouTube-Kanal derbüchi.ch zu sehen ist. Immer dabei ist, wenn man fragt, hast du Zeit? Na gut, ich sehe es, er hat Zeit und ich habe mir Zeit genommen, damit wir miteinander, ja, ist es eigentlich normal, dass man morgen am, weiss nicht wann, ein Video aufnehmen bzw. schreiben tut. Die YouTuber sind scheinbar Nachteulen. Einen Clip einblenden in dem Video, das er mir zurecht gemacht hat. Los geht's! Liebe Zuschauer von der Büchi.ch, der Schlawiner hat mich nach am Eis gefragt, ob ich noch Bock hätte für ein Video. Und hat gedacht, ja, wieso nicht? Aber der Schlawiner, was macht er um die Zeit dann noch vor einem PC oder so? Egal, ganz liebe Grüße an dich. Natürlich bin ich ein Schlawiner, aber wenn man halt die Zeit findet, in der Nacht bzw. am Morgen ein Video zu machen, dann why not? So, also ich tue mal schnell das tolle Buch noch schön platzieren. Moment schnell. 1, 2, haha! YouTube Magic. Ihr wisst, es geht um den Knusti. Er ist auch bekannt unter Chris Alive. Und ich habe natürlich so richtig am Morgen, früh kann man sagen, wie gesagt, gefragt, ob er mitmachen würde. Und er hat mitgemacht. Das sind die Fragen, das sind seine Antworten und los geht's. Knusti, wie ist es, als YouTuber ein Buch rauszubringen? Was mich dazu bewegt hat, ist einfach Spaß daran haben und das Buch zu schreiben, wie man von mir das auch nicht denkt. Was hat dich dazu bewegt, ein Buch überhaupt zu schreiben? Es war ja so, dass ich bis zur 4. Klasse nicht schreiben konnte. Und darum habe ich auch erst recht darum ein Buch geschrieben. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre da? Also, ganz ehrlich, ich habe keinen Wunsch. Wirklich, ich meine, solange man gesund bleibt und sich selber treu bleibt und ein Dach hat und es deinen Leuten gut geht, die du liebst, dann braucht man keinen Wunsch. Ja, nur dass es dem Planeten, wo wir sind, besser gehen würde. Chips oder Pommes? Chips oder Pommes? Das ist eine gute Frage. Ist beides nicht gesund, aber beides ist geil. Aber dann schon eher Pommes, ja. Welcher YouTuber ist dein Favorit und warum? Welcher YouTuber ist mein Favorit und wieso? Ja gut, da könnte natürlich eine Frage. Ich finde ja sehr viele YouTuber gut, aber ja, die Frage ist eigentlich relativ einfach. Das ist natürlich dieser Aska. Ich bin schon Sitzen gibt Fan von ihm, habe ihn auch schon zweimal getroffen
und auch ein Interview mit ihm können machen, was man auf meinem Kanal kann sehen, mal eine kleine Schleichwerbung. Deine Zukunftspläne? Es kommt jetzt bald von meinem Buch Zwischen den Fronten, kommt ein Hörbuch das Jahr und dazu habe ich noch vor, ein drittes Buch zu schreiben, also ein zweiter Teil von der Biografie von mir. Und so YouTube-technisch halt Vlogs und Podcasts, die ich habe jetzt neu. Und sonst eigentlich so Privatzeug erzähle ich eigentlich nicht so gerne. Ja, mal schauen, was sich heute so wird ergeben. Mit dem Bücher sicher auch das ein oder andere Video machen, wie jetzt das und halt einfach weitergehen und lernen und älter werden. Oder? Kennt man auch. Das war's und danke vielmals und weisst du was? Weisst du was? Ja, der Piri.ch. Wer hätt's gedacht? Oh, Leute, wer kennt das noch? Wer hätt's gedacht? Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ich dabei sein und wünsche euch noch viel Spaß mit der Piri Show. Und meinen Kanal findet ihr in der Beschreibung oder unter Quiz Alive. Danke vielmals. Ciao zusammen. Genau, der Büchi.ch. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Knusti, und bei euch und überhaupt. Ich wünsche einen ganz schönen Tag. Tag, Morgen, Mittag, egal wer das Video schaut und ciao zusammen. Der Büchi.ch, wie wär's, wenn du mal in meinem Podcast dabei wärst? Wäre doch irgendwo noch cool. Ich würde auch zu dir heimkommen. Das machen wir doch irgendwie, wäre doch geil, oder?